Pfingsten 2014. Nordrhein-Westfalen erlebt eines der schwersten Unwetter. Dann sah ich plötzlich irgendetwas wirklich Schwarzes und es kam. Dann gab es wahrscheinlich bei dem Gewitter mehr als 100.000 Blitze, 80.000 davon in Nordrhein-Westfalen. Das war damals eine unglaubliche Dramatik, Pfingsten 2014. Auch in Köln findet an diesem Tag ein großes Open-Air-Konzert statt. Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus mit großen Namen der deutschen Rockszene. Mittags ist Peter Maffay gerade beim Soundcheck. Da schaut auch Wolfgang Niedecken schon mal vorbei. Und die Leute wussten ja auch, dass womöglich irgendwas schief gehen würde, dass ein Sturm kommen würde. Das hat man ja morgens schon im Fernsehen auch gemeldet. Dann stellte sich eben relativ schnell raus, oh, das wird schwierig vielleicht mit dem Wetter. Es gab ja mittags dann schon mal eine kleine Sturmwarnung. Es wäre schon besser, wenn das vorbeizieht, ne? Also eine kleine Erfrischung, aber keine Sturm. Man hat an dem Tag festgestellt, dass schwerste unwetterartige Gewitter möglich sind. Aber genau zu sagen, ist es jetzt exakt meinetwegen zwischen Düsseldorf und Dortmund auf einer bestimmten Linie oder auf einer anderen Linie der Fall, ganz präzise kann man das nicht vorhersagen. Das kleine Sturmtief am Mittag zieht an Köln vorbei. Sonnenschein für ein Konzert unter freiem Himmel. Ist euch so heiß wie uns? Ja. Schön. Habt ihr was zu trinken? Nein. Es wird nämlich heute Abend und Nacht werden, bis wir hier wieder auseinandergehen. Bis 22 Uhr stehen wir hier zusammen. Vor 10 Jahren hatte die rechte Terrorzelle NSU hier in einer Straße mit vielen türkischen Geschäften eine Nagelbombe gezündet. Das Konzert soll ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen. 50.000 Zuschauer werden erwartet. Zusammen hat dann eine Gewitterzelle entstehen lassen, die wir Meteorologen MCC nennen. Mesoscale Convective Cluster. Klingt toll und zeigt, dass einfach ganz viele Gewitterzellen zusammengekommen sind. Dieses Gewitter, das muss man sich vorstellen, hatte eine Ausdehnung von mehr als 100.000 Quadratkilometern. Nur mal so. Nordrhein-Westfalen hat 34.000 davon. Spielt Wolfgang Niedecken mit BAP gerade auf dem Kölner Birlikte-Konzert. Bei noch klarem Himmel. Doch Veranstalter Roland Temme sitzt im Hochhaus gegenüber und hat schon ganz andere Informationen. Irgendwann guckte man auf die Bildschirme, die Wetterbildschirme, die da hatten. Und da musste man dann schon extrem optimistisch sein ab irgendeinem Punkt, um das noch wegzurelaxen irgendwie. Und dann kam plötzlich einfach mal so die Situation, dass es unruhig wurde hinter der Bühne. Ich wusste aber lange gar nicht, warum. Dann gab es so Tuschelgruppen, also so einzelne Leute, die zusammengestanden haben und getuschelt haben. Und die Gesichter wurden immer irgendwie besorgter. Die Polizei war da. Da hieß es, es gibt ein Unwetter, es kommt genau auf uns zu und es könnte gefährlich werden. Und wir wissen aber noch nicht, was wir machen. Am Ende hat man so alle 10 Minuten drauf geguckt und irgendwann haben die Polizei und die Feuerwehr noch gesagt, ja, es könnte ja auch noch da und dahin ziehen. Aber wenn Sie von links bis rechts eine schwarze Wand, die immer näher rückt, sehen, dann habe ich gesagt, wo soll das hinziehen? Nach oben? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, wer ist hier verantwortlich? Wir brechen das jetzt hier ab. Wolfgang Niedeckens BAP hat gerade das 2. Stück beendet. Jetzt soll seine persönliche Botschaft kommen. Stattdessen kommt Sandra Maischberger. Und dann wusste ich ja, weil ich vorher mit Wolfgang Niedecken gesprochen habe und er hat gesagt, ich habe eine ganz neue Version von Kristallnacht und ich werde sie zum ersten Mal spielen. Das ist meine Premiere in diesem Moment auf der Bühne.
Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, das weiß ich noch. Und Niedecken guckt mich so an und denkt, ist nicht Ihr Auftritt. Guckte wieder nach vorne und sagte, und jetzt kommt mein Song. Und ich hörte so, wie er sich darauf vorbereitet. Und die Veranstalter sagten so, jetzt alle raus hier. Und ich so, das dauert bestimmt nicht länger als 3 Minuten. Können wir das nicht noch abwarten? Und die haben gesagt, no way, alle raus. Ich habe den beschissensten Job heute Abend. Wir müssen an dieser Stelle die Veranstaltung abbrechen. Und er sagte, dieses Lied noch? Und ich so, nein. Und das alles immer noch vor einem Publikum, das uns nicht verstanden hat, weil die guckten genauso wie ich rauf in den Himmel. Es war nichts zu sehen. Nichts. Wir haben eine Unwetterwarnung bekommen. Das Kontrollzentrum sagt, in etwa 25 Minuten gibt es hier Hagel. Weiter westlich kommt die schwarze Wand Richtung Köln. Wenn es tatsächlich in unsere Richtung weiterzieht, wird es heftig. Und wir waren darauf gefasst, dass wir abbrechen mussten. Dass es dann allerdings so schnell kam, ich weiß gar nicht, wie viele Songs wir tatsächlich gespielt haben. Ich weiß nur, vor Kristallnacht war Ende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich bitte euch jetzt nicht in Panik auszubrechen. Ihr kommt alle gut raus, aber wir müssen jetzt anfangen. Da hätte ja auch eine Panik entstehen können. Man hätte gespielt und da fliegt Zeug rum. Das haben wir alles schon erlebt. Dann, als es so langsam anfing, leer zu werden, sah ich plötzlich irgendetwas wirklich Schwarzes. Und es kam. Und ich war wirklich überrascht, in welcher Wucht und wie schnell das kam. Zwei Minuten später oder so, nachdem die letzten vorne aus dem Ausgang raus waren, da flogen die Stände durch die Gegend, das Bühnendach wurde zerfetzt und so, das war schon krass. Ich habe auch gedacht, das habe ich noch nie gesehen. Ich stand also oben da in unserem Büro und habe aus dem Fenster geguckt, habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich weiß noch genau, wie eine Böe kam und riss diese Plane von dieser Überdachung von der Bühne einfach mal weg. Zack, war sie weg. Das Dach ist einfach weggeflogen, diese Plane, die ist einfach zerfetzt worden. Unsere Crew war natürlich perfekt eingespielt. Die wussten, dass sie im Zweifelsfall, wir nennen das immer, die Bühne abreißen. Jetzt also nicht verbacken, wird überhaupt nicht mehr verpackt, abreißen. Nur in den Truck rein, damit es in trockenen Tüchern ist. Ich habe das noch komplett vor meinem geistigen Auge, wie es dann schließlich dann auch richtig abging. Aber ich fand den Wind besonders krass. Also ich war wirklich ehrfürchtig, als ich dann diesen Bühnenaufbau gesehen habe, wie der so flatternd sich verabschiedete.